Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama zu Besuch in Ladakh. UN-Experten machen China für das Verschwindenlassen von Tibetern verantwortlich. Sejong reist nach Deutschland, in die USA und nach Kanada. US-Delegation besucht Gascha-Sekretariat. Sejong und Sprecher sprechen bei Treffen der tibetischen Flüchtlingshändlerverein. Repräsentant Garma Singh eröffnet Sportturnier in Sydney. Nachdem er seit dem Ausbruch von Covid-19 seine Zeit in seiner Residenz verbracht hat, hat seine Heiligkeit der Dalai Lama zugestimmt, seine Anhänger in Ladakh, Nordindien zwischen Juli und August zu besuchen und zu segnen. Tikse Rinpoche vom Kloster Tikse und der ehemalige Parlamentsabgeordnete Thupten Siang sowie der derzeitige Präsident der Ladakh Buddhist Association, Sheduk Jampa, baten seine Heiligkeit den Dalai Lama während einer Sonderaudienz in seiner Residenz am Montag dieser Woche um diesen Besuch. Sejong Bemba Tsering empfing die Delegation im CTA nach ihrem Treffen mit seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Tikse Rinpoche und der ehemalige indische Parlamentsabgeordnete Thupten Siang statteten dem tibetischen Exilparlament ebenfalls einen Besuch ab. Eine Gruppe von 6 UN-Experten hat sich besorgt geäußert und China für die Festnahme, Inhaftierung und das gewaltsame Verschwinden des tibetischen Schriftstellers Lobsang Lhundup, bekannt unter seinem Pseudonym Dilhade, des Musikers Lhundup Thakpa und des Lehrers Selin Shinki zur Rechenschaft gezogen. In einer gemeinsamen Mitteilung an China, die im Februar versandt wurde, haben die UN-Experten 3 konkrete Fälle von groben Rechtsverletzungen durch China in Tibet aufgeführt und darüber hinaus ernste Besorgnis über die repressiven Maßnahmen Chinas gegen eine große Zahl von TibeterInnen wegen ihres rechtmäßigen Engagements für die Förderung der tibetischen Kultur, unter anderem durch Bildung und Chinas Vorgehen gegen TibeterInnen, die der chinesischen Herrschaft in Tibet kritisch gegenüberstehen, zum Ausdruck gebracht. Zu den 6 MandatsträgerInnen der UN-Sonderverfahren gehören der Sonderberichterstatter im Bereich der kulturellen Rechte, die Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen, Arbeitsgruppe für erzwungenes oder unfreiwilliges Verschwinden, Sonderberichterstatter für die Förderung und den Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung und Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung begab sich vom 21. April bis zum 12. Mai 2022 zu einem offiziellen Besuch in 3 Länder, darunter Deutschland, die USA und Kanada. In den USA wird Sejong mit tibetischen Jugendlichen und jungen Berufstätigen zusammentreffen. Bei dem Treffen wird das US-Einwanderungsgesetz für Tibeter von 1990 erörtert, ein Rückblick auf die Geschichte der tibetisch-amerikanischen Gemeinschaft, zu dem unter anderem Ed Burnett, Tenzin Namgyel Tedong und Rinpoche Dalo sprechen werden. Außerdem wird Sejong über die neu gegründete VTAG Voluntary Tibet Advocacy sprechen, eine von der CTA geschaffene Plattform, die tibetische Jugendliche auf der ganzen Welt dazu bringen soll, sich für Tibet einzusetzen und Lobbyarbeit zu betreiben. Im Anschluss an das Gespräch mit tibetischen Jugendlichen wird Sejong vor der tibetischen Gemeinschaft in New York und New Jersey sprechen. In Deutschland wird Sejong an einem Treffen von Thinktanks teilnehmen und anschließend mit der tibetischen Gemeinschaft sprechen. In Kanada wird Sejong mit Jugendlichen und der tibetischen Gemeinschaft über die oben genannten Themen sprechen. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung, Gallo Norsintama und Sekretär Tsege Chugyat Janye unterhielten sich mit Klimaaktivisten, Wissenschaftlern und Unternehmern, die zu einer 3-tägigen Klimakonferenz in der Stadt sind. Eine Delegation aus den Vereinigten Staaten besteht aus Michael Küken, nationaler Sicherheitsberater des Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, Senator Charles Schumer, Militärberater Captain Patrick Ryan in Begleitung von Küken, Michael Schiffer, Senior Advisor und Berater des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senats, Graham Mayer, Ministerialrat der US-Botschaft, Andrew Wu, US-Beamter für Auswärtigen Dienst, US-Botschaft Neu-Delhi, traf heute zu einem kurzen Besuch in der tibetischen Zentralverwaltung in Dharamsala ein. Nach ihrer Ankunft in der tibetischen Zentralverwaltung traf die Delegation im Gascha-Sekretariat mit Sejong Bemba Tsering zusammen. Der Bildungsgalön Talam Döma, der Sicherheitsgalön Yari Döma, der DIAR Galön Nonsin Döma, der Gascha-Sekretär Tsege Chugyat Janye und der DIAR-Sekretär Karma Chöying begleiteten Sejong Bemba Tsering während des Treffens. Sejong Bemba Tsering und der Sprecher Khenpo Sonam Denpa leiteten am Montag dieser Woche die Eröffnungszeremonie des ersten Treffens des Vorstands der All India Tibetan Refugee Traders Association.
In seiner Eröffnungsrede kündigte Sejong Bemba-Tsering 2 freie Stellen in Delhi an, um die Probleme der tibetischen Pulloververkäufer zu überblicken und zu lösen, da die Koordination mit Politikern, Händlern und Beamten so einfach ist. Sprecher Khenpo Sonamtepel schlug den Händlern vor, sich neben ihrem jährlichen Wintergeschäft auch in anderen Bereichen zu engagieren. Die dreitägige Generalversammlung in Dharamsala, an der Vertreter von rund 247 tibetischen Händlern teilnahmen, fand vom 18. bis zum 20. April 2022 statt. Sejong und der Sprecher nahmen auch an der Buchvorstellung der tibetischen Übersetzung der Biografie von Gyaltsen Rinpoche durch Zhang Lin-li mit dem Titel 3 Leben in einem Leben am Samstag letzter Woche teil. Begleitet wurden sie von Geshe Hakdo, dem Direktor des LTWA, dem stellvertretenden Sprecher Dömot, den tibetischen Parlamentariern, Würdenträgern, Gelehrten und Mönchen des Gyaltsen-Klosters. Der Repräsentant Garma Singhi eröffnete den 10. Jahrestag des Tibetan Youth Unity Cup, der größten Sportveranstaltung der tibetischen Gemeinschaft in Australien, die am Freitag letzter Woche in Sydney begann. In seiner Ansprache bei der Eröffnungszeremonie betonte der Repräsentant Garma Singhi die Bedeutung der Einheit unter den TibeterInnen und forderte sie auf, den tibetischen Geist stark und lebendig zu halten. Das jährliche Turnier gilt als das wichtigste Sportereignis für junge TibeterInnen in Australien und ist ein hervorragendes Beispiel für die verbindende Kraft des Sports. Es bietet tibetischen Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinsam Sport zu treiben, Selbstvertrauen und soziale Netzwerke aufzubauen und an der australischen Gesellschaft teilzuhaben. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem der Bürgermeister von Northern Beaches, Michael Regan, die Leiterin des Multikultur-Gesundheitsdienstes des NSL-HD, Kathy Butler, die Leiterin des Multikulturrates von Northern Beaches, Sandra Semendik, und der Präsident der tibetischen Gemeinschaft im Bundesstaat New South Wales, Mingmo Tsering, teil. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.